Es wird Zeit zwischen dem Kampf. Mit Annie und Eren wohl eher der Kampf. Zwischen Annie und Eren hier bei Attack on Titan Rings of Freedom. Was macht ihr jetzt? War eigentlich der Rückkampf, war? Bin ausgewichen. Verdammt, so weit weg. Schon wieder! Ich bin ausgewichen! Spüre meinen Zorn! Oh, hat sie gespürt. Hat sich nicht groß gekratzt. Glorio! Häuser am Weg! Annie muss töten! Aua, aua! Zu weit weg. Willst du meinen Zorn spüren? Mann, ich treffe nicht mehr. Das ist überholt. Das ist doch vollständig geholt. Glorio! Ja, komm mit deinem scheiß Kristallfuß. Spüre den Zorn! Oh, das war's schon.兄、落ちて。
兄はくそ、なんなんだよ。ここまで来て頑張りかよ。兄、出てこい。おい、卑怯だぞ。よせ。無駄だ。ワイヤーでネットを作れ。これを縛って地下に運ぶ。作戦成功とは言えねえな。いや、我々調査兵団の首はつながった。おそらく首の皮一枚で。だといいがな。今度は我々が進撃する番だ。Heißt das tatsächlich, es sind die Credits, Freunde? Okay, jetzt der letzte Part und so, jetzt, vielleicht muss ich es anders zusammenschneiden, keine Ahnung. Das war kürzer als erwartet, Entschuldigung, das wird ein bisschen länger dauern. Erst Mensch gegen Annie, titanmäßig, dauert und dauert als Titan, boom, 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 tschüss, das war's. Jo, das war's mit der spielgetreuen Umsetzung der ersten Staffel des Animes von Attack on Titan. Würde ich mehr oder weniger so bezeichnen. Natürlich, es gab ein paar Szenen, die wir im Anime nicht gesehen hatten, hier aber schon. Fand ich sehr cool. Jetzt hier beim Abschlusskampf gegen Annie, der war jetzt im Anime natürlich ein bisschen epischer. Erstmal wegen der Musik, zweitens auch noch wegen ganz drumherum und ein bisschen von Annies Vergangenheit noch gesehen und ja, von dem her war schon ein bisschen besser. Aber trotzdem, wenn ich jetzt ein Fazit ziehen darf, muss ich sagen, es war ein grandioser Story-Modus, hat echt Spaß gemacht. Sowohl als Mensch gegen Titan, als auch als Titan gegen Titanen. Das war alles sehr geil. Natürlich jeweils ein bisschen unterschiedliches Gameplay, jetzt mal. Titan hat natürlich ein bisschen mehr als ein Mensch. Außer natürlich, man ist Levi im God-Mode und was anderes. Aber auch hier, man hat irgendwie zu Beginn die normalen Titanen gehabt, die, ja, zack, boom, weg waren sie. Dann mit der Zeit ein bisschen stärkere Titanen. Da waren 2, 3 Hiebe, tot waren sie. Natürlich mit Levi und Mikasa gar kein Problem, die können mehrmals zuschlagen. Den anderen vielleicht ein bisschen schwieriger, ein bisschen öfters draufhauen mussten. Da gab es natürlich auch noch sogenannte Bosskämpfe, jetzt nicht gegen andere Titanenwandler, sage ich jetzt mal, so wie Annie oder Eren. Nee, halt auch wirklich so andere Titanen, die einfach halt auch aus allen Körperporen halt Rauch aufgestiegen haben. Bei dem muss man auch erst die Arme und Beine abhacken, bevor man irgendwie den Hals treffen konnte, oder den Nacken. Den Hals, den Nacken natürlich. War auch interessant, dass man das so eingeführt hat. War jetzt gar nicht irgendwie so von wegen, nö, das gibt's doch gar nicht, es gibt nur normale und Titanenwandler, das ist alles doof. Nee, war eigentlich ganz cool. Ja, was soll ich sonst ganz kurz sagen? Ich finde, man hat die Stimmung aus dem Anime sehr gut aufgefasst. Aufgenommen natürlich, und aufgefangen. War echt sehr gut, musikalisch und ja, animationstechnisch auch. Mir gefällt der Animationsstil, sowohl vom Anime selbst, das ist ja auch ein bisschen anders, so mit den dicken Outlines, sag ich jetzt mal, von den Charakteren. Aber auch hier im Spiel fand ich es sehr, sehr gut gelungen. Es ist ja im Prinzip ein bisschen wie ein Hack and Slay, wa? Es hat ein bisschen was von Warrior-Teil, wenn man ehrlich, von Dynasty Warrior-Teil, wenn man ehrlich sein soll. Was ich aber sehr geil fand, dass jeder unserer Charaktere eine andere Fähigkeit hatte. Vor allem Armin, ich muss sagen, mit Armin hat es mir eigentlich fast am besten gefallen, weil die anderen, Levi und so, die hauen einfach drauf. Ist natürlich schön, aber man verbraucht ja auch Klingen, Gas und so weiter. Und Armin hat gesagt, jo, hey, mir scheißegal, lass die anderen für mich kämpfen. Fand ich dem her am geilsten. 兄から情報は得られなかったものの、調査兵団とエレンの王と召喚は凍結された。しかし人類が自分たちが何に囚われているのかを知るにはまだ時間と犠牲が必要だった。Das ist ein Schluss einfach noch von Cliffhanger, war.
Ja, den haben wir im Anime ja auch in der ersten Staffel nicht gesehen, erst in der zweiten, den sogenannten Bestien-Titan. Alter, Kampfzeit D. Was, ihr habt so lange gebraucht? Achso, für die erste Phase. Kann man jetzt so oder so sehen. Man, hier wieder mal SSD. Ja, super. Wir hätten alles auf S machen sollen. Mit Levi als Anführer, mit Armin wäre es möglich gewesen. Mit Eren, der hat ja gar keine eigene Spezialfähigkeit. Der haut drauf, die anderen hauen nachher auch drauf. Ja, schön, ja, super. Wenn er nur einmal draufhauen kann und ja, wenn es so ganz stark ist und so. Ja, der Anni da mit den Kanonen war auch ein bisschen seltsam, so auf die Füße ballern. Ich glaube, einmal hat es geklappt, im ersten Mal, nachher nicht mehr. Ja, generell von der Steuerung her, ja, 3D-Manöver. Anfangs sind ein bisschen Schwierigkeiten, in der Zeit ging es dann aber mehr oder weniger. Ist einfach eine Gewöhnungssache, wa? Aber ich persönlich wäre eigentlich froh, wenn es mal so ein Spiel gäbe. Irgendwie Attack on Titan, Rings of Freedom 2, so etwas. Natürlich für ein anderer Titel, aber sowas in der Art zumindest. Jetzt ist die Frage am Schluss, ja, neue Fähigkeit einer Transformation. Aha. Ja, stimmt, bislang konnten wir es eigentlich nur immer nach der Cutscene irgendwie Erens Fähigkeit quasi wechseln, aber nicht selbstständig im Kampf. Das ging ja so gesehen nicht. Am Schluss wurde der Cliffhanger vorhin noch mit dem Bestien-Titan aus der zweiten Staffel des Anime. Mögliche Titan-Transformation, ja, sehr schön. Die Frage ist jetzt, der Story-Modus vorbei oder geht's noch weiter? Weil, ja. Der Expeditionsmodus spielbar. Spezialmissionen. Weil ich wollte eigentlich am Spiel nur den Story-Modus zeigen. Und das heißt, je nachdem war das vielleicht sogar schon der letzte Part zum Let's Play. Wir werden sehen. Weil ich weiß noch von diversen YouTube-Videos, dass man auch gegen Kolossalen und den gepanzerten Titanen kämpfen kann und sogar im Spiel selbst erfährt, wer dahinter steckt. Ja gut, ich bin eigentlich noch hier, aber also von dem her. Oh ne, der Typ. Gefährten, das ist mehr eine Unterstützung zusichern. Verdienen Sie Medaillen in der effizienten Unterwerfung oder höher. Wir wollen es mal annehmen, wa? Quasi Geld für ihn sammeln, wa? Sowas in der Art dürfte es wohl sein. Okay, mal gucken, was wir sonst noch so haben. Das wäre wohl Sascha Braus. Köstliche Zutat, mir den Preis. Kannst du mir helfen? 3 Missionen abschließen, okay. Was macht der hier? Titan-Modell, was? Ah, dann kann aber so einen Titan erschaffen. Jo, ist auch nicht schlecht. Mehr Probleme, machen wir es richtig. Ja, wir brauchen mit Zwinge 5 Titanen. Klingt einfach. Dazu die Frage war, was wir jetzt genau machen sollen. Regiment anbieten. Ja, genau, da waren so ein paar Missionen. Mal ansehen. Kampf nochmal ansehen. Statistik ganz schlecht. Und was wird jetzt hier genau passieren? Pflichten. Eineinhalb fort.
Ja, aber wie kommen wir jetzt hier raus? Das ist eine ganz andere Frage. Leg gerade, gehen wir ganz kurz zurück. Also nie hätte es verändert, eigentlich nicht, weil die Originalgeschichte. Das ist ein Expeditionsmodus, hofft es eigentlich nicht. Ich stärke einfach mal. Armin wäre eigentlich auch cool. Nehmen wir wieder mal Mikasa. Mal ganz kurz testen mal. Online-Spiel, okay. Sondermilitärtribunal, aber das haben wir auch gesehen. Also über Ehren gerichtet werden sollte. Naja. Benutzt werden. Ja, schön. Was echt die machen? Weil darum ging es ja auch im Storm, dass er doch hier irgendwie weitermachen soll, okay? Wir schauen mal. Und sonst muss ich halt offscreen mal kurz recherchieren, wie ich denn da überhaupt noch an die epischen Kämpfe gegen eben die anderen Titanen rankomme, weil eben es müsste nur noch keinen gegen den kolossalen Titan, gegen den gepanzerten Titan noch zu kämpfen. Weil zu erfahren, wer die eigentlich sind, also sprich, wie wir es aus der zweiten Staffel des Animes bereits wissen, und gegen den besten Titan soll man auch noch kämpfen können. So, kriegst du aber auch ein bisschen Hilfe. Schon erledigt und weiter geht's zu Mako, der eigentlich schon tot ist. Aber naja, es ist halt hier etwas anderes. Gar kein Problem. Was will denn hinter mir? Die haben mir wehgetan. Kein Problem. Ach du Scheiße, okay. Captain Levi, was machst du denn hier? So, und ja. So, ganz kurz setzen. Sehr gut. Weiter geht's. Attack on Titan von wegen. Attack on Mikasa müssen momentan eigentlich heißen.
戦い続ける。すごいな。あんな風に動けるなんて。 Finale Unterwerfung. So, können wir überspringen, kennen wir bereits. Hallo! Sieg! 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 Sieg für Michael Spezialeinheit! Ja! Die Flügel der Freiheit! Ist das nicht eigentlich der Ehrenspruch? So. Sehr gut. Ja, war natürlich einfacher, weil es eine Mission, die man schon zu Beginn wegnehmen könnte und dann noch schwache Waffen hat und noch die Charaktere noch kaum irgendwie eingesetzt und so, dann ist schon ein angemessener Schwierigkeitsgrad. Jetzt ist die Frage, ja, haben wir da hier, okay. Jetzt habe ich es ja gemacht. Und gemäß der Modus sollte ich das erstmal machen, bevor ich hier weitermachen darf. Machen, wa? Was? Ah doch, da wird's auch auswählen, cool. Christo Rance, Sascha Braus, Conny Springer, Jean Kirstein, Armin Alert. Den Namen immer so geil, Alert. Mikasa Ackermann, Ehrenjäger, voll die deutschen Namen. Gut, die meisten zumindest. Bezirk Stuhes. Die Maria war es, genau. Sina ist die innerste, Rose die zweite, Maria war der äußerste. So war das ja. Jo, jetzt noch ganz kurz abklären. Kann ich jetzt Story-Modus-mäßig, das hier, kann ich jetzt eigentlich hier weitermachen oder was ist hier los? Okay. Ja, ich meine, es steht ja Erkundungsmission und das ist erst eine Erkundungsmission durch eine Region. Also ist immer noch das ja eigentlich. Wenn mal ganz kurz. Nicht so doof oder tue ich es so? Nimm mal die Weih, weil wir ein bisschen schneller. Gusiano. Sonny! Oh, der kleine Titan, glaube da 3 Meter oder so. Der kleine Sonny! Von der Playstation? Nee. Bin ich eigentlich immer noch hier am dem Gebiet dran oder wie sieht's aus? Eigentlich schon, wa? Es ist so die Frage, zeige ich das jetzt oder mache ich das offscreen? Weil, ganz ehrlich, so wie es aussieht, kommt da nichts Spezielles. Schwierige Frage. Ich würde sonst echt sagen, ich mache jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Vermutlich muss ich irgendwie eine bestimmte eine bestimmte Prozentanzahl haben für die Aufklärungsrate, damit es irgendwie weitergeht, damit noch irgendwas freigeschaltet wird und wir dann im Story-Modus weitermachen können. Weil, wie gesagt, da gibt es noch ein paar Dinge, die ich gerne noch zeigen würde und deswegen würde ich sagen, wieder mal vielen Dank fürs Zusehen, Freunde. Nächste Mission und nächste Part werde ich dann bereits wissen, wie es weitergeht oder zumindest irgendwas freigeschaltet haben, was irgendwie interessant wäre zu sehen. Kann aber ein paar Tage dauern, eventuell, vielleicht geht es direkt im Anschluss weiter, müssen wir halt schauen. Weil ich jetzt direkt hier im Anschluss noch ein bisschen offscreen zocken kann. Wenn ich wieder aufnehmen kann, ist ein anderes Thema, deswegen, ja. Ich bin gespannt, wann es weitergeht und vor allem mit was. Cool war, weil Levi sieht alles irgendwie golden aus. Golden Levi, God Mode. Ist doch nicht Freezer. Egal. Freunde, Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.